So, jetzt steht natürlich das Halbfinale an. Und wir spielen ohne Kevin Prince Boateng, unser bester Torschütze. Es wird natürlich jetzt eine ganz harte Nummer. Das Viertelfinale haben wir ja so mit Glück überstanden per Elfmeterschießen. Ob wir so weit kommen jetzt, mag ich bezweifeln. Das müssen wir davor schon entscheiden. Denn Kamerun, die haben ja Eto'o in ihre Reihen. Und das ist ja kein Unbekannter. So, ich denke, jetzt können wir überspringen. Ja, mal schauen, wer bei uns jetzt die Tore schießt. Wenn nicht Boateng. Also Moa vorne ist ja nicht der Beste. Und sonst haben wir auch nicht groß irgendwelche offensiven Männer noch. Und wir sollten uns auf keinen offenen Schlagabtausch einlassen. Im Grunde bleibt uns nur übrig, ein Tor zu schießen und dann hinten einzustellen. Das, glaube ich, ist die beste Taktik. Aber wir müssen uns erstmal ein Tor verdienen. Choupo-Moting. Vorsicht. Hat der nicht bei Nürnberg gespielt? Oder bei Hamburg? Irgendwie. Also in der Bundesliga war zumindest. Montari. Ja, Asamoah rennt wieder davor. Also der ist da vorne nicht wirklich zu gebrauchen. Am liebsten hätte Dembaba in meine Reihen, aber der spielt ja irgendwie ganz woanders. Und jetzt gibt's Einwurf, Ecke. Ecke gibt's. Um Gottes Willen, an allen vorbeigeht der. Also ich glaube, per Ecke werden wir wahrscheinlich auch kein Tor schießen. Bei den Ecken, wo wir schießen. Anan. Eto'o. Den sollte man vielleicht so schnell wie möglich immer dann am Ball abnehmen. Bevor er irgendein Unfug damit da steht. Asamoah. Montari, der ist natürlich auch nicht der Beste. Ja, da kommt nicht durch, ey. Badu. Asamoah herunten, das ist natürlich nicht so toll. Montari wird abblockt, aber haut rein, ey. Also, wir führen jetzt. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der den reinbringt. Aber Montari schießt das 1:0. Und kann vielleicht unser Retter sein. Wobei der erste Schuss gleich abblockt worden ist. Also nochmal. Da schießt er. Dem anderen im Bauch rein. Aber der Nachschuss sitzt. Also wir führen 1:0. Jetzt müssen wir es natürlich halten. Was haben wir denn für Taktik? Schneller Konter. Wir spielen auf Ballbesitz. Weil wenn der Ball in unsere Reihen ist, dann kann ja nichts passieren eigentlich. Also wir schießen Eigentore. Aber das glaube ich eher nicht.
Was treibt denn er da? Ich meinte, er nimmt den Tent. Natürlich war es natürlich das Beste, wenn wir nachlenken könnten. Ja, in die Hände von Asembe. Der beim Gegentor überfordert war mit dem Schuss. Eto'o. Choupo-Moting und Eto'o stimmt jetzt. Ganz gut. Also Moa. Also wir haben alle Zeit der Welt. Es passiert uns nicht. Wir führen. Wir können da ruhig uns Zeit lassen. So, Boy hat wieder gut aufgepasst. Was war das jetzt? Ach, die haben sie verhaut. Achso, gut, dann gibt es Einwurf für uns. Boy. Also wie gesagt, es eilt nicht. Überhaupt nicht. Wir können ruhig ein bisschen umeinander spielen. Die anderen müssen halt kommen. Weil die hinten liegen. Der Pass kommt nicht an. Pansil. Montari, der Torschütze. Wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden. Aber das ist unser einziges Mittel gegen Kamerun, weil offensiv sind wir nicht so stark im Moment. Ja, das war jetzt... Jetzt muss ich das mal schauen. Ein Linksfuß. Ein Rechtsfuß. Und Stärke bleibt gleich. Ja, ich habe immer die die Linksfüßer habe ich lieber auf der rechten Seite. Das ist ja wie bei Arjen Robben. Der ist ja Linksfuß. Und wenn der rechts spielt, dann kann er natürlich mit dem linken Fuß am besten abziehen. Genau wie andersrum. Ja, übrigens ist Halbzeit. Wir führen 1-0. Haben gute Chancen zum Weiterkommen ins Finale. Wechseln mag ich jetzt eigentlich nicht, weil wir eh nicht viel zum Wechseln haben. Jetzt werden wir natürlich das noch oberspielen. War das natürlich super. Das war doch nicht die große Fußballkunst. Aber letztendlich zählt der Sieg. Und kann dann im Finale nach der Krone greifen. Montari wieder. Badu. Ja, da ist keiner. Von Eto'o bis jetzt auch nicht viel zum Singen. Oh, der war drüber. Jetzt hätte ich gemeint, den Lupfen. Ja, aber ich glaube, Asamoah hat nicht gerade die große Kunst im Fuß. Der geht nämlich weit drüber.
So, unser AB steht. Badu läuft mit. So, jetzt hängen wir natürlich fest. Und verlieren dann wieder. So, da haben wir ihn schon wieder. Ja, da kommen wir nicht weiter und verlieren auch. Und Kamerun wechselt das erste Mal aus jetzt. Scheinbar sind die nicht ganz zufrieden. Und Boateng marschiert. Das, nicht Boateng. Eto'o war das. Ist vielleicht ungünstig, den marschieren zu lassen. Montari. Ja, also das muss ja Elfmeter geben, oder? Ist das Elfmeter? Ekoto kriegt die gelbe. Und ich würde sagen, es gibt Strafstoß. War das innerhalb? Ja, also nichts übersehen. Wer schießt denn? Ich glaube, ich mag lieber den schießen müssen. Und das war natürlich jetzt die Vorentscheidung. Wenn wir den treffen. Ja, den machen wir natürlich nicht. Weiter zu schick gewinnen. Ich meine, jetzt schieße ich wirklich mal nicht in die Mitte. Ja, Assembly fängt noch an. Und es bricht jetzt gleich die 70. Minute noch. Immer noch 1-0 für uns. 1-1, hoffentlich steht es nicht. Denn ich glaube nicht, dass wir noch mal 2 Tor schießen. Ziel. Ja, das läuft natürlich wieder keiner. Also das wird natürlich vorteilhafter, wenn einer sprinten hat. Eto'o am Flügel. Und den hat er noch einen gebracht. Aber zum Glück der Torwart auf dem Posten. Choupo-Moting hat da Freibahn. Ja, der Asamoah, der ist wirklich grottenschlecht von hat. Ein Glück, dass der nicht bei Newcastle spielt. Und das war, jetzt gibt es Elfmeter, oder? War das ein Foulspiel innerhalb? Ich glaube schon. Ja. Jetzt gibt es Elfmeter. Und Eto'o verschießt ihn. Der beste Mann in die Reihen von Kamerun. Also wenn ich der war, da die zurücktreten. Jetzt dann sie raus. Ja gut. Der hat jetzt die Chance gehabt. Die Riesenchance zum Ausgleich für Kamerun. Und verschießt den Elfmeter. Der war ja schlechter als unserer. Jetzt hätte ich schon gemeint, es geht von vorn los. Ekoto. Immer noch. Ich kann nicht weggehen, weil sonst hat er den anderen zum Anspielen. Also auch Kamerun hat Nervenflattern. Weg damit.
So, gleich ist die reguläre Spielzeit um. Ich hoffe, es gibt nicht zu viel Nachspielzeit. Bong. Ja, es war wieder Chance. Zum Glück hat er nicht gesessen. Es passiert nicht. Wir haben alle Zeit der Welt. 1 Minute Nachspielzeit. Asamoah. So, der Schiedsrichter pfeift ab. Und mit Ach und Krach kommen wir ins Finale vom Afrika Cup. Also beim Elfmeter hätte ich schon gemeint, dass die jetzt der Ausgleich fällt. Aber der beste Mann von Kamerun hat einen schlechten Tag gehabt und hat daneben geschossen. Mutari hat das einzige Tor geschossen. Ja, und im Finale treffen wir auf die Elfenbeinküste. Und die sind richtig gut besetzt.